One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jede Veränderung von uns soll helfen zu verstehen, wie Lützeburg kann wirklich nachhaltig gehen, für das wir einen Planet haben, der für uns alle gut durchgeht, aber wie wir mit konkreten Aktionen können alle gut dazu kontribuieren. Wir diskutieren heute Zukunftsvisionen. Und heute dürfen bei mir der Jean-Paul Scheuren. Moin. Wir schwätzen heute über Logement, über Wohnen. Ein Sujet, den man gelebt hat. Ich auch. Ich stelle euch für dich mal vor, mit 3 Fakten, und dann so der mal, was ich vergessen habe, oder die könnt ihr dann natürlich auch auf Frage stellen, was ich schon gesagt habe. Für dich mal, ihr seid mehr bekannt, lang als Präsident von der Chambre Immobilière, also der Vizepräsident, und ich meine, die sind noch immer Portparole von den Promoteuren. Developer, wenn es gibt. Developer, wenn man effektiv den Term wollen, mehr an mitsetzen, wo man so, da geht es so schaffen, dass nicht nur, dass ein Promoteur ist, dass ein zu einem Keller zählt, mehr, dass er einfach so schafft, dann etwas beiträgt zur Entwicklung von unserem Land. Da sieht er auch bei der House of Biohealth, das ist ein anderer Dada von euch, und die sieht eigentlich für Formation Ökonomist. Auch möglich. Was du nicht vergisst, was wäre noch wichtig über dich zu wissen? Tokenisation, also moderne Formen von Aktien zur Proprietät, die auch für Jungleute mit kleinen Portemonnaie möglich ist. Genau. Man, da schwätzt man mal direkt darüber. Was ist eigentlich eher Zukunftsvision für das Wohnen zu Lützeburg? Zukunftsvision, ich muss die sehen, dass jeder sich kann der dem Kap lechten, ob das an der Lokation ist oder an der Proprietät. Ich meine, nicht jeder geht proprietär, wir werden noch immer Mama proprietär gehen. Und dann muss man so mal mehr überlegen, für was will ich dann überhaupt proprietär sein? Wo will ich finden? Was ist meine Okkupation? Was ist das, wo ich will dran investieren? Was ist meine Proprietät? Dass man die 2 Sachen einfach trennen können und einfach dafür gute Solutionen für jede haben. Wir sind ja ein Land, an dem lange Zeit Proprietät praktisch Ziel war, sein eigenes Haus zu haben. An die Paradigmenwechsel zu machen, ohne dass das eben pejorativ ist, zu sagen, es sind eben Lokatär, weil ich mir nicht leisten kann. Wie kann ich aus dem Mentalitätswandel rauskommen, zu sagen, Lokatäre sind immer die, die nicht können proprietär sind? Ich meine, muss ich natürlich ganz ehrlich sein. Lokatär kann in ganz viele nur sagen. Sie kann in den Grund voller Schuhe leihen und dann aber Lokatär, sie werden davon mit dem Kap gut Sinn nicht für an der Logement zu investieren. Weil ich zum Beispiel im Zyklus sehe, wo Preise hoch sind, wo ich mir so, was soll ich mal etwas kaufen, oder da ja, sie kein Schuhen, ich sehe kein Plus-Value auf mich zukommen. Man muss immer bedenken, proprietär sind, das Patrimoine, das selbst besitzen. Das auch der Willen, ein Invest machen, wo ich eine Rendite kriege. Lo kann ich so, wenn ich selber da wohne, dann ist die Rendite die Leute, die ich nicht bezahlen muss. Das muss aber irgendwo sich rechnen. Und dann gibt es Alternativplacementen, die ich machen kann. Und solange die Alternativplacementen mehr interessant sind wie das Logement, dann stellt sich die Frage, was soll ich überhaupt an das Logement investieren? Das ist eine Frage, die nicht ganz neu ist. Der Paradigma wissen, die spielen wir bei den Jungen, nicht mehr, weil die Portemonnaie nicht mehr gibt, wir einfach auf die Mentalität wissen. Die jungen Leute so, was sollen wir als 30 Jahre engagieren, wenn wir können auch an einer Situation von Lokation können wohnen und dann als so neben einer Wert platzieren. Ich kenne 4 Junker, die so ganz gut platziert an Bitcoin und an anderen Sachen, wo sie garantiert gut Rendite gemacht haben oder auch an Aktien, weil sie viel mehr einen einfachen Zucht dahin haben. Muss ich einfach trennen, wer das Investition und wer das Okkupation. Und ich meine, dass dann der Okkupation muss drum gehen, dass die Leute einfach können eine Wohnung haben, einen im Kap haben, den sie sich mit ihrer Pai leisten können, dass sie nicht so mehr wie 33% plus minus von ihrer Pai ausgeben zu wollen. Mit dem muss ich wirklich vor. Das heißt, als wir erst wohnen, nicht automatisch ein Invest. Das wird ja so durchgestaltet, wie wenn das Stehen immer ein Invest ist. Und dir so, da wir wohnen, als einfach auch ein Recht, muss dafür können wohnen. Das Wohnen als ein Recht, an das Stehen zu besitzen, das ist ein Invest. Und da bist du selber drauf wohnen oder nicht, also immer ein Invest. Das ist meine Philosophie dazu. Das ist einfach so, die ich auf die Seite lege, dass ich in den Haut nicht spüren kann. In den einfachen Moment vom Mond nicht mehr übrig wird, weil zu einer Lauskin hört oder weil sie Paim nicht erlaubt, bei diesen Lebenskonditionen, die wir zuletzt schon nach etwas zu spüren. Für den als die Menschen schwer, sich eine Wohnung zu kaufen. Da kann man leider eine Illusion erklären. Sie können da proprietär gehen, das ist aber doch just eine Illusion. Man muss einfach wissen, dass von denen sich etwas kaufen, wenn ich Patrimoine aufbauen, dann muss man für mich etwas übrig bleiben. Fakten, Fakten, Fakten. Fakten heißt, ich brauche 12 von euch, die Leute nicht mehr vergessen.
Es sind der Meinung, dass man diesem gebauten Raum, den man momentan vorgesehen haben, also PAG, 50% mehr Wohnungen könnte bauen, wie das, was man momentan vorgesehen. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wir bauen an dem Raum, wo gebaut wird, zu wenig. Richtig, wir bauen ungefähr. Und ich weiß nicht mehr von den 8000 Baulücken, die wir gesucht haben. Nee, ich spreche einfach von dem, was man an der PAG hat ausgewiesen und als Bauterre an PRP, Nouveau Quartier existant, was man da können bauen. Und an einem Tag gucken, wie viel Densité de Logement, das ist einer Faktor, den man definieren, wie viele Wohnungen können wir da machen. Also wir planen nach immer 80% von unseren Wohnungen für Familien mit 2 Kindern. Und wir haben in Wirklichkeit 60% von unserer Bevölkerung sind Ménage unipersonell, also eng Person. Das heißt, wir planen eigentlich urbanistisch gesehen total um Marschelänst. Ich habe den schönen Satz gelesen in einer Zeitung zu Lützeburg, wo verschiedene Leute immer zur falschen Zeit die falsche Wohnung. Wenn sie Platz bräuchten, haben sie keinen, aber wenn kann nicht mehr im Haus sehen, haben sie zu viel Platz. Stimmt das? Geht das ein bisschen parallel mit dem, was er gesagt hat? Das ist ganz richtig. Und das leidet in der Notion, ist schon Besitz, an dem ich wohne. Und dadurch sind ich immens in den Besitz gebunden. Und es ist immens schwer, den Besitz eigentlich anzuerkennen, dass der Besitz nicht mehr meinen Besoin entspricht. Ich kann mir vorstellen, wenn die Leute alle Monat geben, von ihrem eigenen Haus ein Loyer kriegen, da geben sie mir vorstellen, was das kostet, wo sie da wohnen. Da könnten sie auch dezidieren, aber das können wir das für dich brauchen. Wenn man nicht mit einem Haus von 3 Steckheich mit 5 Schlafkammern und es sind noch länger an dem Haus, ich kann mich auch nicht mehr um den Geld kümmern, das sind dann einfach Weisheit, das kostet so viel den Mond und das ist nicht nur eine Evaluierung, ich habe das mal erspürt und das ist eigentlich für die Kinder und ich will die Kinder da die verlassen, weil das dann der größte Teil von den Fällen überhaupt gar nicht geschieht. Das sind effektiv gesagt, der größte Teil von der Lebenszeit, teils die Proprietät an die Okkupation zusammenhältst, an einer Unität, größtenteils bist du dafür immer unappropriiert. So wenig, wenn du zu jung bist, dann irgendwann an der Mitte, also gut, aber wenn du dann am Jahr bist, dann ist es zu viel. Wie kann ich das dann ändern? Weil das ist ja auch wirklich eine Mentalitätssache. Zu so schon an dem Haus leben lang, wir haben eine Generation von Leuten, die an Pension gehen oder schon eine Zeit an Pension sind, denen hier das Haus einfach ihr Lebensmittelpunkt ist, das kann ihnen ja nicht wegschwellen. Nee, das ist eine Sache von Wegschwellen, das ist eine Sache von Mentalität, das ist natürlich auch eine Sache von Responsabilität in einer Gesellschaft. Ich meine, wenn ich die so fassen Hunde, die ich zu viel habe, hast du klar, dass ich einen an denen zur Verfügung kriege. Und das muss ich einfach vorstellen, solange es mir nutzvoll ist. Das heißt, solange ich mich nicht da planen muss, dass es nicht ein Plan ist, weil es teuer ist, weil ich muss viel Investitionen machen, viel Entretien haben, mich um das Geld kümmern. Und ich das nach alles packen, das ist alles an der Reihe. Also kein, der sagt, du musst das aufgehen. Aber für was muss man, wenn man aufhängen, dass es Anonymie etwas ist, was man Spaß macht, weil etwas ist, was ich da ein Kontrant ist. Für was überlegen wir uns nicht an dem Moment für die Wohnsituation zu ändern. Das könnte man hauptsächlich durch, dass man Proprietät an Wohnen immer zusammengeschlagen an eine Sache. Das heißt, wir haben das nicht gesehen wie eine Investition. Aber wenn du siehst, ich sehe das purement wie eine Investition. Mit einer Aktie, die verkaufen, ich von der Meinung sind, dass ich kein Plus-Value mehr in der nächsten Zeit und dass man nicht mehr meinen Interessen entspricht. Aber im Haus muss es auch so, wenn das Haus nicht mehr dem entspricht, was ich brauche, weil da kann ich durch einen Männer verloren, dann ich dann wahrscheinlich nicht finden, dann kann du nach einem Teil eventuell Revenu supplementär an meiner Pension generieren. Du hast die letzten Jahre ganz viel über die Logementskrise geschwärzt gehen. Da frage ich mich, als der Constat eigentlich partagiert. Also, gibt es einen gemeinsamen Constat zu so, wie wohnen wir zu Lützeburg, aber war das noch nicht nachhaltig? Oder sind wir da noch nicht so weit? Nee, da muss ich sagen, wir haben die letzten Jahrzehnte mit dem Pfarrer auf den anderen gewiesen, und nicht in Schuld gehen. Wen da soll schuld sein in der Krise, und wirklich am Schluss, als dann immer die Regierung muss machen, und wirklich geht es als Gesellschaft, da ist es ziemlich wenig froh, über die Logement gestaltet. Der Sujet ist natürlich voll an der Mitte von der Gesellschaft gekommen. Natürlich auch der Wähler ist betroffen. Und froh, das ist nur der Zeitpunkt, wo man muss nutzen, für uns die richtig vor zu stellen und dann noch wahrscheinlich die richtige Verantwortung zu fahren. Wenn ich provokativ gebe, darauf antworte, gebe ich so ein, sind das auch die Lützebäuer betroffen sind, zum Beispiel meine Generation, an die noch mehr kennt, dass diese nicht mehr können leisten, sind in dem Moment eigentlich das Sujet an der Mitte von der Gesellschaft kommt. Für die wäre es echt etwas mit Ausländern, oder ist das zu provokativ?
Ja, ich mein, das schon bist du drin, das ja klar. Man hat ganz viel Zauwurs von Eis, dann haben 12.000 Leute, die alle aus dem Land kommen. Du hast natürlich riesige Besoin auf den Mond vom Logement kommen. Und auf der anderen Seite hat man Proprietären, das war stark Lützeburger Familien, die proprietär war vom Land und die dann dadurch auch Plus-Value gemerkt, dass die Ausländer an das Land kommen sind. Und das hat uns eigentlich ganz lange arrangiert. Mir Haut, wenn du der Haut natürlich siehst, ich habe 2 Kinder und ich sehe nicht, wie ich denen 2 Kinder helfen kann, dass ich eng Wuning kënne licht, well ich selber net genug Spurkaffe dat kënnen ze man. An Boma die leef doch nach Läng, die leef doch bis 90 Joer, da ge immer nëmi als Elekteuren an dat awer immer am politischen Spielfeld, ass dat immens wichtig, dats den Elekteur Bimmel ugesäit, dats de Problem ass den noch he betrifft, an do natierlech de Politiker opfuerdert fir eng Lesung ze fallen. Der kritische Geest. Promoteuren hunn die lächte Zinkten als Staatbild total verschandelt und zersteiert. Dat war vielleicht eng vu den Ursache, fir wat man mi Promoteur sinn mit Developeuren. Well muss lo so Promoteur en Developer, déi kann ëmmer nëmmen dat bauen, wat politisch erlaubt ass. Dat hecht méi hunn Reglementatiounen, die ganz genau definieren, wat ich vu derf bauen, wie groß, wie héich, wie béi, wie déif, wieviel Quadratmeter. An déi Linien, die gin eigentlich festgelöst vun der Politik. Dat ganz viel Gemengebereich, mehr wo deweis am Staatsniveau der Techt. Wenn man so du hast viel zersteiert gin, da muss man dat als Gesellschaft vorstellen. Das Dich immer méi einfach wie so, dat so de Promoteur X den Hawof gerat an eng elle Residenz du hi gebaut. Dat dann awer och den Haft net geschützt war. Wär kein klar Regel war wat Dift gebaut gin, respektiv an dat zogelos gi war dats dat Konto gemerk gin. Dat war dann wahrscheinlich och, well Politik d'Opportunitéit net gesinnet fir den Haft zu schützen an en dofir aufgerat. Muss noch so do muss in der Politik dat hi och prechtlosen Zukunft vun enger Dëfgestaltung net den Opbau vun dem Hafloziwer losen, an die dann eventuell segem NIMBY-Effekt einfach so wëlle net, dats den Haft verschwunt, mé hunn den Hawëmmer ha gesinn, fix geht hunn se zummer de mëcht grob schlecht fand, méi sie fannnen awer lo, dat se vimi schön ass wie die Residenz, die do soll do hinnerkommen. Also kann net sinn, dats einfach die direkt Nopperschaft desideiert vu Ti geht. Dat muss schon op eng Politik baséieren si wo Leiit zoen, an Kleinsicht kuckemer, a wann man da gut Regen definieren, da können Developeuren noch gut Projekt realisieren. Wann man wat Wundenswitz beschwätzen, dann gimmer jo schon e Wasch vun dem E-Familienhaus Richtung Residenzen, die Schwätz vun Densifikation. Wéi gift sech dann als Staatbild eigentlich verändern? Ma Stadtbiet werd schon do hingoen, dats ma echt der Ballungsgebiet der hun Techt, dats ma die Gréisten Dees vun der Bevölkerung do hinnersetzen, wo mat Infrastrukturen hunn, entweder wo Derbisplätze sinn mé a wo vu Kommunikationsarteire sinn, Datcht wo man am Tram hikommen, wo man am Zug hikommen, dats man do eichter gesinn, dats die Polen sich entwickeln, man werd gesinn, dats Nordstaat van den Dossier mo rich Rollen ass sich stark entwickle werden, dann noch ekonomische Aktivitäten werden do hinkommen, hun dat am Süde gesinn, de Süden as lo Hautstaat vun der Innovation an der Recherche durch Belval der Universität hinkommmers, dat feiert doch dazu, dass sich rundrem Aktivitäten entwickeln, die aus dem dote Sektor sind, weil dat so Clusteraktivitäten sind an der Geseite noch, dass ich kann dezentral planen an dodech dat se dezentral plan man leit doch da no wunne ma ihrer Erbicht en noch ganz viel Probleme lesen kann. Fiwer këmmer net einfach weiterfür wie gehabt. Und wir hoffen dann, dass die Leute dann irgendwo, dass man vielleicht einen Helikopter entwickelt, wo man da können an Stadt führen, beim Derbisplätzen, dann einfach alle ganz Zentren wollen heilen. Also irgendwo sind wir mit den Infrastrukturen dann platt, weil man die Leute nicht dazu kriegen durch ein alternatives Angebot am öffentlichen Transport. Ein gutes Angebot, wo ich wirklich schnell irgendwo kommen, respektiv, dass man die Leute mehr bei ihr Erbicht bringen, dass man da einfach nicht fertig bringen, dass man die Croissance, die wir hätten, behalten, respektiv auch eine Croissance, die wir wollen, wenn wir wollen Leute sehen mit Jobs, die echt am Bereich von Valeur ajoutée élevé sind. Die Leute kommen nicht hin, wenn sie morgens müssen 4 Stunden am Stau stehen. Die kommen hin, wenn sie eine gute Lebensqualität haben. Und zur Lebensqualität gehört das nur einfach, dass ich gut auf der Arbeit komme, gut hinkomme und das mein Leben, mein normales Familienleben, an mein Sozialleben mit mir Arbeit verbunden. Das geht ein bisschen ein Konzept von der 15-Minuten-Staat.
Und das gibt auch bedeuten, dass die Schlafgemengen, das Phänomen ist, weil das früher plötzlich nicht ging, was ja auch recht letzte 10. geschieht ist, das stellt ja auch froh, dass das nicht positiv ist, die Schlafgemengen. Also ein rein Schlafgemeng soll ich sowieso nicht machen. Ich meine, wenn ich Gemenge will entwickeln, wo Leute sollen wohnen, da soll ich noch gucken, dass Infrastruktur da entsteht. Ich meine, minimal, was ich habe mal einen Futurist geleistet, ich gesagt, wir können mit all Kraft, also in einer Stadt etwas machen, und mit all Dorf etwas machen, solange man nach einem Bäcker tut. Das heißt, wenn man gar keine Infrastruktur mehr hat, dass überhaupt kein Commerce mehr da, dann ist kein Kartenleben da, dann sind Leute vielleicht noch an der Gemeinde schuld. Aber bon, wie das haut immer man Leute kann haben, das feiert das nicht dazu zur Kohäsion und das Leute sich richtig irgendwie gebunden fühlen in die Gemeinde. Und ich meine, das ist aber wichtig, dass man auch nicht nur Wohnen nach Quadratmetern haben, weil der denkt von den Ursachen, dass wir man dann an die Gemeinde wohnen gehen, wie dass man aber auch Lebensqualität auf der Platz fanden, dass man Clubben haben, wo soziales Leben besteht. Das ist eigentlich das, was ich den Menschen ausmöchte, dass das nicht daheim allein an der Mauern bei der Tele oder bei dem Mikron versauert, mir dass sich aktiv beteiligt, indem was am Dorf geschieht. Tro vom Nachhaltigkeitsrat. Wie kann die Wohnraum schaffen, währenddem die ökologischen Herausforderungen respektiert? Also was richtig ist, dass wir an den letzten Jahrzehnten am Logement nicht genug Wohnungen gebaut, die Logement abordabel nennen. Das heißt Wohnungen, wo Leute mit kleinen Revenuen auch Aktie hatten. Das haben wir nicht gemacht, weil das war eine Chassegardie vom Staat an seinen Promoteuren, an seinen Staatspromoteuren, respektive Gemengen an den SPL. Und da waren vielleicht nicht genug Leute oder nicht genug Kompetenzen für das am großen Niveau zu machen, war vielleicht nicht gewollt, politisch für das zu erreichen. Also haben wir etwas geschaffen, ein Marché geschaffen, den ein Defizit an der Attraktivität von unserem Land geschaffen hat. Das heißt, wenn wir wollen wissen, müssen wir als konsequenter Frage vom Logement stellen. Was muss man machen am Logement? Wir müssen, wenn ihr guckt, all die anderen Länder, die liegen zwischen 20 und 30%, was subventioniert Logement ist, das kann ich nennen Logement abordabel. Auf jeden Fall soll ich nicht Logement sozial nennen, weil am Menge nicht mit der sozial zu dienen, sie keine Sozialleistungen. Das ist eigentlich eine Leistung, die die Gesellschaft erbringt, für das ein fundamentales Recht, das den hat, dass nämlich für zu wohnen, zu einem Preis, den man bezahlen kann oder den man sich Preis zusammenhängt, dass er so eine Wohnung kann zur Verfügung stellen. Wenn ich junge Talente gucken, die nachstellt, die den 6.000, 7.000 Euro Brutto bezieht, die dann nach knapp so nach 4.000 Euro netto rauskriegen, aber wenn die wollen an der Gegend von der Stadt eine Zimmerwohnung lohnen gehen, man da können sie Garantien nicht abbräucht für dreimal ihre Netto-Salär nicht auszugeben bei einer Lokation. Da sind wir haben effektiv ein Problem, wo wir müssen rumgehen, wo muss Lesungen finden für das. Da gibt es doch Lesungen, ich meine Lesungen, die liegen am Zusammen und die liegen nicht daran, wenn sich Käber schlägt und sieht, dass die anderen in der Situation falsch liegen. Ich fand ja immer den Begriff Logement abordabel schon irgendwie schwierig, weil das gibt ja einfach bedeuten, dass wir akzeptieren, dass ein großer Teil vom Marché nicht abordabel ist, also nicht erschwinglich. Das ist effektiv, ja, als Gesellschaft. Das ist eine Terminologie, die als bezahlbarer Wohnraum kennt. Ja, das Deutsche natürlich auf Französisch übersetzt, das macht auf Französisch effektiv nicht ganz viel Sinn. Wir sind in der letzten Regierung, haben wir das Logement Sozial aufgeschrieben und alles abordabel genannt. An Franzosen hun do mi eng einfach Lesung, die hun das Logement Sozial genannt, das heißt, das wirklich do, wo der Staat sozial muss ergreifen, ist so noch vu psychologische Suivi oder soziologische Suivi vun der Leute, die da wohnen, an dann der Logement intermediär, das ein Logement, den eng gewisse net vom Staat gibt, fiskal oder auch eng Aide à la Pierre, wo dann Leute wohnen, die man zwei Fäser an der Gesellschaft sind, die aber eben nicht zu den Großverdienern an der Gesellschaft gehören. Ich fand die Approche eigentlich nicht so schlecht, aber hun ist vielleicht kein guten Dienst gemerkt, für alles abordabel zu nennen, weil wir stellen fest, dass an der Politik ganz oft gesagt wird, wir wollen kein Logement abordabel. Das ist, wir wollen kein Logement abordabel. Das ist, wie kann denn das als Gemenge von sich gehen?
dat gi hecht nicht voll bezuelbar Wunderraum. Geht awer drëm, dat se fährt, dats van den mat op DW geht, dats en Kategorie vu Leiit hinnner geht, wo je se Kunder genug oder ich will der gut keng. Und ich meine, politisch gehen nicht mehr Probleme sicher. Und da muss man einfach den Debat muss man da rausziehen und mal erklären. Und ich meine, was wichtig ist, die Leute zu erklären, dass sie sieht, wenn wir von Logement abordabel schwätzen, da schwätzen wir von der Käse am Kaktus, da schwätzen wir von dem Mann, der Mäuse an der Rezeption sitzt, was an der Büro kannst. Das sind Leute, ganz friedlich Leute, die eine Mäuse suchen, die mit 2 Fäusten am Leben stehen, die eben einfach nicht zu denen sozialen Kategorien gehören, wo über diese 5 Dezilas bei den Paien an dodurch dann einfach Schwierigkeiten nur für sich zu logieren. Wir müssen eine Solution finden, weil wir brauchen durch die Bank, durch als ganze Gesellschaft, überall auf allen Niveau, an allen Paiergegenden, wir Leute, die wir jetzt zuletzt beschätten, und da wäre doch gut, wenn sie eigentlich verwunden. Top, Flop. War das die Sache, die der nicht mehr will, muss erklären? Dass den Developer schuld ass und der schlechter Situation vun eisem Logement zu Lützeburg, da das eigentlich einfach eng auszunehmen muss. Ich dat Promoteure sich schuld in allem. Promoteure sind immer schuld in allem gewicht und dat politisch einfach. Net stimmt, das ganz einfach, weil man, ich meine, Promoteur ist ein Akteur vom Marché, den Hofhängig ist vom Marché. Wenn ihr guckt, wie entsteht der Preis dabei. Der Preis dabei entsteht, und das ist entgegen dem, was die meisten Leute mengen, dass der Promoteur den Preis bestimmt. Sonst hätte man im Moment kein Problem, da gibt man so mal den Promoteur den Preis und die Leute müssen dann eben das bezahlen, was sie bezahlen. Wir haben aber festgestellt, die letzten 3 Jahre, dass das auch mal ähnlich das kann sein, dass die Leute so, man nicht für den guten Preis kauft man das nicht, respektive mit den guten Konditionen, wo man muss finanzieren etc., kauft man das nicht. Das ist die Preisgestaltung, also eigentlich etwas, was extern festgelegt wird. Das ist auch kein Marché zu Lützeburg, der stark genug für zu sagen, ich lehne heil Preis auf Hause, da geht etwas. Natürlich sind wir dann an der Konkurrenz von Terrain kaufen, wir kaufen natürlich dann noch Terrain, an dem wir als Kalkulation machen. Das hängt immer davon ab, wie viel wir für den Terrain bezahlen, was wir mengen, was wir nur für den Terrain kriegen. Und da eben Leute, die die letzten Jahre gemeint sie für mehr kriegen, wie sie an der Haut kriegen, und da muss ich Ajustementen zu machen. Aber das ist die Realität, wie ein Markt sich entwickelt. Man hat eine Ökonomie, die stark fließt, man hat stark Doffro, man hat niedrige Zinsen, und das alles hat dazu geführt, dass die Preise vielleicht auch mehr schnell geworden sind, wie jeder am meisten gewünscht hat. Und das hat eben auch die Situation von Lo geschaffen. Für Lo do einen zu finden, den du responsabel ist extrem schwer. Was wir feststellen, dass wenn wir zusammen schwätzen, das ist einfach mal an der Table Logement gemacht hat, da wäre ich beim Top, wenn wir zusammen schwätzen. Wir halten ab mit dem Fahrer, einen auf den anderen, aber da fallen wir immer gut lesen. Da sehen wir auch, dass wir gesellschaftlich weiterkommen. Und ich meine, das ist auch das, dem ich den einfach muss verstehen von allen Parteien. Wir haben nichts davon, wenn wir von dem Fahrerabwesen die weisen. Das führt just dazu, dass die Extremen sich durchsetzen, weil die weisen beim Fahrerabschied reden und dann müssen wir denen Recht geben, mit dem wir zu suchen. Wir müssen einfach gucken, dass man in der Gesellschaft das Sujet auch global angehen. Und da so, ja, das ist wirklich eine Wundkrise. Ne? Wenn eine Wundkrise ist, kann ich mir dann erlauben, für Haus für meine Mama Eidelstunden zu lassen während 4 Jahre. Wenn ich weiß, dass du eine Familie drauf wohnen, weil ich nicht weiß genau, was ich mit dem Haus soll machen. Das sind aber die Fragen, die wir uns da müssen als Gesellschaft stellen. Also, wie gehen wir global und die Probleme um? Und wir wollen alle mal schaffen, dass wir da eine Lösung finden. Ich fand zum Beispiel eine Idee wie der Bürgerfonds, wo ich kann eine Art Steuer abheben oder eine Steueravantage für etwas schaffen, wo ich gezielt kann suchen und so investieren. Für etwas, was gesellschaftlich relevant ist. Ich fand, dass das ein ganz guter Projekt ist, wo ich einfach für die Zukunft noch mehr so Sachen soll, die will. Du hast am Anfang vom Gespräch gesagt, dass man ganz oft Marché Land bauen. Ne? Und es gibt so viel gesagt, muss man bauen. Und ich stelle mir froh, mich schwätze ganz wenig eigentlich über Wohnen per se. Also zuletzt gibt es ganz oft eine Fasson, wie man wohnen, mit ganz viele Modelle alternativ wohnen. Die ganze Diskussion um WGen, die ganze Diskussion um Einliegerwohnungen, wo Sachen verdeivelt gehen, die an andere Länder, zum Beispiel Studenten steht, und ich meine, eigentlich auch ein Studentenstaat, aber dann eine Vorgestalt wird, dass du einfach ein Student oder eine Studentin bei einer Frau wohnt, Wohnen für Hilfe, so Konzepte, du die mehr als Gesellschaft, weil die so immer das sind gesellschaftlich froh, immens schwer. Wie kriegen wir die Paradigmenwechsel, weil davon profitieren wir alle gut.
Weil das ist ja nicht immer ideal, ja, da weiß wie man wohnen momentan, wenn eine alte Frau, wie der Beispiel gesagt hat, lange an einem dreistöckigen Haus wohnt und nicht weiß, was sie eigentlich mit dem ganzen Platz möchte. Das ist ja für kein gut. Ja, das ist richtig und wat klar aus, dass man das so Gesetz gemerkt in Verteilungen wurden, dass die eigentlich generell kind appliziert gehen. Da waren ein paar Gemengen, die sich da opposiert und dort Gericht mittlerweile gesprochen gesagt, dass das einfach an einer Richtung soll gehen. Mir wird klar aus, dass wir müssen ob neue Wohnformen erstellen. Silo der Meinung, dass Tiny House ist das Flotkonzept, das aber vielleicht auch eine Lesung von allem. Mehr Wohngemeinschaften, Kollokationen, Co-Living, Co-Working, das sind aber alle Sujets, die man stellen muss. Und man muss aber dann auch fort vom Marchand du Sommeil oder vom Kaffeeszimmer, wie in der nennen, will ich nicht die alle verdeifeln, mir einfach Zimmer, die qualitativ auf einem Nullpunkt sind, wo die Leute müssen hausen, weil sie sich nicht leisten können. Und das sind alles die Sachen, wo wir als Gesellschaft die ich nicht lernen, dass man so weiterfuhren und dat einfach bestohlen los, nimmer wenn man nicht fertig bringen, genug Wohnungen zu bauen. Und da muss man gucken, dass man die Wohnungen auf den richtigen Plätzen bauen, für dass man die Leute die Wohnungen zur Verfügung stellen zu einem Preis, den sie können bezahlen. Und da muss man natürlich über Diversität nachdenken und das auch die Gemengepep für da Responsabilität zu holen und sich mal Sachen gucken zu wollen. Wir wollen mal in den nächsten Jahren auch ganz viel Formation in dem Bereich zu machen, für mal zu erklären. Aber was heißt, ich will ein Projekt gucken, ob Saarbrücken, da haben ein Projekt gewiesen, die den Terrain von einem Hektar, da haben so 200 von denen. Wie ich das Projekt am Anfang gesehen habe, also ich hätte nie auf 200 von denen tabliert, war ein ziemlich luftiges Projekt, mit 200 von denen. Da machen wir dann 40 oder 50 maximal. Und da seht ihr nicht mehr, du könntest aber zwischen den zwei Zöllen aber nach Möglichkeit für das zu machen. Jetzt muss ich sich selber mal aber können vorstellen, was heißt das da? Was heißt 25 Pfundingen auf den Hektar? Was heißt 50 Pfundingen auf den Hektar? Und dafür muss ich nicht sagen, du gucken gehen, an der Realität erleben und dann sagen, okay, das war mal gesehen, war ja nicht falsch, also urbanistisch richtig. Und dass in der seht man ja dann kann man überlegen mal, wann es Sinn macht, auf einem Platz mehr das zu bauen, dass wir das machen. Und zuletzt habe ich im Moment Projekt laufen, wo Reflexionen einfach global gemerkt sind im Kontext von einem PHP. Ob das der Trotlinser ist, den Hillcamp, einfach mit den Diskussionen, mit allen Stakeholder, die zum Projekt beitragen, an den Diskussionen, als zu einem Resultat kommen, was eigentlich über dem war, was initialement vielleicht auf den Plätzen geplant war. Wir werden aber nur alle Parteien, die da rundherum wohnen, zufriedengestellt oder all denen hier Kommentare mit abgebunden wird, an eigentlich das realisiert wird, was den wollt, an seinem Quartier entstehen lassen. Und ich meine, das sind einfach die Reflexionen an die guten Modelle, auf die man in Zukunft muss noch angehen und so. Man wird sich nicht mehr trauen, einen Urbanismus zu machen, der mehr inklusiv ist. Das ist nicht inklusiv am Sinn, wo man so das Gehbehindert, wo ihr einfach seht, dass man Umfeldstücke, das man abbauen an partizipativ entwickeln, für dass man nur etwas entstehen lassen, was denen auch den Besuchern von dem Quartier entspricht und dadurch natürlich auch manchmal Probleme begegnen mit der Akzeptanz vom Projekt. Für zum Schluss ein bisschen provokativ zu sehen, alles das, was der so heißt ja auch ein bisschen, dass wir mehr kommunitärem gehen, dass wir mehr müssen delen, mehr partagieren, weil wir dann an der Platz sind. Dann hört nicht für 130 Quadratmeter. Das heißt zum Beispiel, dass wir da können als eigene Sauna am Keller haben. Mehr geht mehr darum, dass wir die Infrastruktur haben an der Nachbarschaft, an dass wir alle gute Achse haben, ob eine Sauna, ob Jardin kommunitär, an all die Sachen, dass nicht mehr jeder sein eigenes Gehalt hat, seine eigene Sauna, sein eigen, was wir sichern wird. Ja, das ist auf jeden Fall als die Shared Economy, also die Entwicklung von allem, was gedeelt wird, als dazu selbst, was auch bei den jungen Generationen immer mehr hört. Ich meine, heute ist es nicht unüblich, dass wenn es die größten Lotissementen ist, dass du auch ein sozialer Raum Minimum 4 gesetzt, dass ich vielleicht gemeinsame Aktivitäten machen können, weil das einfach auch zu einem guten Zusammenleben gehört. Wir haben auch festgestellt, dass man die Probleme, die man schaffen, in der Koproprietät, wird Leute nicht mehr wissen, wen ihr nutzt, also ob die Generalversammlung sich Käber schlagen, sonst keine Interaktionen haben, dass in dort Interaktionen einfach sicher gehen und dass du neue Wege entwickeln, aber auch neue Applikationen
Organisationen sich entwickeln, für das Leute mehr zusammen schaffen. Also wir haben das Ziel, was wir beim Block haben, das ist wirklich, dass das eine Kommunität ist von Investoren und von Lokatieren, die zusammen Hand an Hand Projekte weiterentwickeln, wo ihr einfach seht, dass das pure marché d'Economie, den einen als Investor net kein Rendement, den anderen den Wohnung, den hat keine Wohnung, und geht alles so gemerkt, dass die Leute aber interagieren. Ich komme noch zurück auf eine Zukunftsvision. Was ist da den ersten Schritt noch für, den man machen muss? Wir müssen mal alles zuletzt alles umsetzen, was man an der Table schon mal festgelegt haben. Und dann der nächste Schritt, den wir sollen machen, das Urbanismus auf die Legströhle für zu sagen, wie muss man als PAG neu denken, wie muss man den Weg abmachen für sequenziell bauen, also bauen auch sieht, wenn man mehr standardisiert und mehr industriell bauen, natürlich mehr alle bauen, mehr einfach mit den Methoden, die man in der Industrie kennt. Das heißt, wenn heute VW fertig bringt, Millionen Autos zu bauen, auf einer Schiene, da sind wir nach beim Ford, und wir setzen ein Auto da zusammen, und wir geben dann vielleicht 1000 bauen. Und da muss ich einfach als Sektor sich überlegen, wen da weiter können. Also ein neuer Urbanismus, der entspricht, was wir brauchen. Und auf der anderen Seite war ein Bausektor und ein Developmentsektor, der sich mehr und einer optimisierten Entwicklung und Bauweise orientiert. Herr Scheuren, ist euch merci. Merci auch. Das war der Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg zum Thema Wohnen. Ich habe heute gesprochen Jean-Claude Scheuren. Ich resümiere kurz, was gesagt hat, die könnt man aber noch so, wenn ich es vergessen habe. Ihre Message ist, dass mehr oft Marché Land bauen, dass nach viel zu viel Familienhäuser oder Familienwohnungen gebaut gehen, dann eigentlich viel mehr muss für den Marché anders gebaut gehen, individuell. Densifikation ist ein großes Thema, es kann eigentlich auf gleicher Platz viel mehr gebaut gehen. Der Urbanismus muss auch anders geduld gehen, also viel mehr kurzweher, viel mehr accessibel alles sind. Das gibt auch natürlich ein Mobilitätsproblem, aber gerne froh lesen. Und dass eben auch nicht mehr geht, dass Schiedfried proprietär ist, aber dass es eben pur Marché muss gehen, für das Schiedfried kann wohnen, weil Wohnen ist ein Recht, und Schiedfried soll Achse auf ein Wohnmarché haben. Mit gehen wir verschiedene Wohnmarchen, die parallel laufen, und da ist es eben ganz wichtig auch zu akzeptieren, abordable oder einer Wirder, dass eben Schiedfried eine Wohnung muss können haben, und dass die Probleme nicht von selber verschwinden, weil sonst Lützeburg auch einfach ein Problem kriegt oder schon ein Problem hat, für überhaupt noch attraktiv zu sein. Ganz gut Resümee. Okay. Ich gebe just nach so, ja. Zur Summe kommen wir mehr weit wie jeder nicht. Das ist ein Schlusswort. Ich habe noch ein anderes Schlusswort, das heißt Zukunft also lo. Das ist nämlich der Slogan von diesem Podcast. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, ihr könnt den Podcast suivieren auf den sozialen Medien. Verpasst keine Episode. Und schwatzt auch mit deren Freunden, Kollegen und Familie darüber. Und ja, schreibt das auch Kommentare. Wir sind ganz offen dafür. Und ja, wir freuen uns darüber, wenn ihr auch die nächste Episode nicht verpasst. All Freitag kommt eine neue Episode raus. Und denkt drunter, Zukunft also lo.